So, sind wir fast wieder rundherum, gell? Machen wir ein bisschen schneller, gell? Da wir da viel kommen. Da eine. Ich mag jetzt fast nochmal in den Keller schauen. Weil mir irgendwas sagt, da wir eventuell was vergessen haben. Wir haben uns nämlich auch noch nicht alles angeschaut. Das Seil brauchen wir das nicht, oder? Denn da hinten gibt es auch noch irgendwo zum anschauen. Heckt das da auch ein Tier? Was? Die Lampen oder wie? Brecheisen, oder? Ja, kriegen wir mit sowas die Garage auf? Weiß ich nicht. Müssen wir fast mal ausprobieren. Die Tür ist abgeschlossen. Aber jetzt haben wir Brecheisen. So geht nicht. Na ja, gut. Weiter zu einfach gewesen. Ja, pass auf. Da war aber noch irgendwas. Da haben wir schon geschaut. Igitt. Ich glaube, ich habe eben eine Ratte gesehen. Liegt nur eine. Und zwar, da sind wir runtergekommen. Die Tür wurde von innen abgeschlossen. Von innen. Was ist denn da drin? Die Tür wurde von innen abgeschlossen. So. Ja gut, wir haben auf jeden Fall das Brecheisen. Wo geht's so hin? Was? Da geht's raus. Ja gut, wir könnten wieder da umrennen, gell? Vielleicht haut sie mit dem Brecheisen. Pass auf, ich mach das ein bisschen schneller. Per Doppelklick. Gleich nochmal. Ja, pass mal auf. Kriegen wir das da vielleicht auf? Nein, so wird das nicht. Ja, ich hab mir schon gedacht. Das Schloss ist völlig zugefroren. Mit einem Schlüssel kommt man da nicht weiter. Mit einem Brecheisen allerdings auch nicht. Das heißt, wir brauchen Dynamit. Schlicht und einfach. Hilft immer. Pass auf, wir wollten noch zu Alec, wegen dem... Wegen was eigentlich? Wegen dem Klingelsystem. Ja, gut. Das ist natürlich die Frage, wo ist der? Sitzt der in seinem Büro hinten? Wo ist er denn jetzt gegangen? Das war da hinten. Die Tür zum Büro wurde zugesperrt. Was? Das ist auch noch. Ja, ich würde mal sagen, wir müssen irgendwie einen Umweg laufen. Vielleicht können wir hinten rundum. Ich glaube, da waren wir schon mal, oder? Ja, genau.
Was ist da drin? Hey, da schau her. Das Kaminzimmer. Grundgütiger. Was? Auf ihrem Motorrad verwandelt sich meine Süße nicht in ein Monster. Was würde ich jetzt für eine Zigarette geben? Baby, ich hab welche. Seien Sie gegrüßt, Du Barnstock zu Diensten. Du Bahnstock. Da schau her. Nein, etwa der Dubarnstock? Sehen Sie noch einen hier? Und wenn ich fragen darf, mit wem habe ich das Vergnügen? Polizeiinspektor. Inspektor Peter Glebski. Aber ich bin nicht dienstlich hier, sondern im Urlaub. Ah, von der Polizei. Nicht schlecht. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Vielleicht. Hängt ganz davon ab, um was es geht. Es geht um diese jungen Leute und ihre Höllenmaschinen. Ich weiß zwar durchaus noch, was wir damals für ein Ärgernis dargestellt haben, aber das ist nicht zu vergleichen mit der heutigen Generation. Ach, Onkelchen, was soll ich nur mit dir machen? Oh ja, natürlich. Inspektor Glebski darf ich vorstellen, das einzige Kind meines verstorbenen Bruders, die reizende Brun. Mein Onkel kann sich leider nicht für mein zweirädriges Prachtstück erwärmen. Ich nehme an, Sie setzen auch eher auf Vierräder? Ich habe draußen den Wagen gesehen. Kein schöner Anblick, muss ich gestehen. Ich weiß nicht einmal, ob die Karre als Fahrzeug durchgeht. Sagen Sie, sofern das Ihr Dienstwagen ist, warum hat die Polizei noch nicht durchgegriffen? Ja, Alter, was sind denn diese Fragen? Ich mache hier nur Urlaub. Natürlich. Wie ich sehe, können Sie Freizeit und Beruf klar trennen. Zumindest meistens, denn schließlich haben Sie meine Schuhe aufgetrieben. Ich stehe in Ihrer Schuld. Ach, keine Ursache. Wenn sich Kaiser mit dem Abendessen nicht so viel Zeit lassen würde. Wie auch immer. Inspektor, meine liebe Nichte, ich empfehle mich. Falls ich irgendetwas für Sie tun kann, wissen Sie ja, wo Sie mich finden. So, der feine Herr schleicht sich rot oder wie? Ja, schaut so aus. Dann werden wir nochmal mit der reizenden Brun am Plausch abhalten. Was gibt's, Inspektor? Sie haben sich über ein Motorrad unterhalten, richtig? Ja, aber Sie sollten sich lieber über Ihren Wagen Gedanken machen. Der wird bald zugeschneit sein. Ich weiß. Wo ist die Garage? Gehen Sie draußen rechts am Hotel vorbei. Allerdings müsste sie abgeschlossen sein. Sie müssen mit dem Hotelbesitzer reden. Bezüglich Ihres Onkels. Ach, hören Sie mir auf mit diesem alten Knacker. Der ist sowas von uncool. Ich verabschiede mich. Ja, ich glaube, wir haben scheinbar die erste vernünftige Person heruntergerufen. Und wir haben einen Eintrag gekriegt, pass auf. Personen, ja. Der Typ Bahnstock. Und die Brun. Jung, frech und attraktiv. An die werden wir uns später auch nicht. So, da gibt es scheinbar nichts mehr. Vielleicht der Omat. Und wir müssen den Hotelbesitzer finden. Wo auch immer der rumgeistert. Ey, schau dir das an. Für manch einen symbolisiert der Globus die Überlegenheit des Menschen über den Kosmos. Ich sollte definitiv einen Abend am Kamin verbringen und einen Krimi-Klassiker schmökern. So, aber sonst haben wir da... Jäger geben gerne mit ihren Trophäen an. Scheinbar nichts mehr außer Jagdtrophäen. Ja, wie gesagt, wir müssen den Dings suchen.
Den Alec. Vielleicht treibt er sich da hinten rum. Was ist das? Duschen. Gibt's sowas? Sagt das der Maschinenklo als wir am Zimmer? Da können wir allerdings nichts klauen, oder? So, da hinten geht's um Sick und da ist noch dir. Hey, was ist denn das? Könnte die Tasche des verunglückten Bergsteigers sein. Könnte uns anschauen. die Tasche des verunglückten Bergsteigers sein. Scheinbar nicht. Ein Plakat über Sicherheit beim Skifahren. Eine Skiausrüstung. Skiausrüstung. Ja, wir bräuchten höchstens Benzin oder sowas. Weil wir haben da unten den Ding drauf, wie heißt denn das? Der Generator. Schauen wir mal um. Das Ehepaar Moses kann warten. Wahrscheinlich sind sie beim Abendessen. Sind's nicht, weil Kaiser nicht fertig ist. Das Ehepaar Moses kann warten. Wahrscheinlich sind sie beim Abendessen. Und davon? Das Ehepaar Moses Ja, kann ist ja gut. warten. Wahrscheinlich sind sie beim Abendessen. Da ist auch nichts mehr, ne? Gut, auf jeden Fall wissen wir, da wohnt das Ehepaar Moses. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist Alec? Das ist eine gute Frage. Da haben wir ja den Eingangsbereich. Ein alter Fotoapparat. Vielleicht sollte man noch mehr schauen, oder? Haben wir es gesehen? Was war denn da drin? Die Küche, oder? Und der Simonet wartet immer noch aufs Essen. Das war die Küche. Klingellampen. Scheinbar sind sie mit den Klingelknöpfen verbunden. Klingt logisch, ja. Jetzt schau ich noch Murphy. Da war ja zu, wenn ich mich recht erinnert. Diese Tür führt in einen Duschraum. Scheint außer Betrieb zu sein. Ja. Aber wo treibt sie Ding rum? Der Alec. Das war das Zimmer des Bergsteigers. Die Tür ist abgeschlossen. Das ist zu. Das war Was? der Bild- Ich soll alleine Billard spielen? Das macht nicht viel Sinn. Außer Ja, ich das war hätte das einen Billardzimmer. ebenbürtigen Gegner. Und da hinten war ja unser Zimmer, gell?
Ein Klingelknopf. Nicht Violett. benutzen, warum nicht? Ja, darin haben wir nichts mehr. Ja, wenn nicht, dann muss ich einfach mal offline nach dem Alex suchen, weil sonst dauert es zu lang. Und das werden wir machen. Pass auf, wir gehen mal runter. Und dann werde ich kurz die Pause einhauen und dann schaue ich mal, wo der Alec ist. Geht's dann noch weiter? Ach, da ist er doch. Sieht wie ein Feuermelder aus. Da ist doch der gute Herr. Wo geht's denn da hin? Was ist denn das? Eine Bibliothek? Das schauen wir uns später an. Jetzt muss ich erstmal da aussehen. Und mit dem guten Mo Sprecher. Ah, Inspektor Glebski. Wie ich sehe, haben Sie sich schon zurechtgefunden. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl. Wohl? Nein, überhaupt nicht. Denn uns haben sie eingesperrt. Jemand hat mich in meinem Zimmer eingesperrt. In Ihrem Zimmer eingesperrt? Das ist ja unglaublich. Haben Sie jemanden unter Verdacht? Ich hab da so einen Verdacht. Ich glaube, das war Lel. Vielleicht Lel? Ach, Lil. Manchmal beneide ich diesen Hund. Er bekommt sicher viel mit, wenn er nachts durch die Gänge streift. Er hätte sicher viel zu erzählen, wenn er könnte. Nun ja, Kaiser war vorher in meinem Zimmer. Kaiser? Nein, das würde ihr nicht ähnlich sehen. Wo kämen wir denn dahin, wenn sie so vertrottelt wäre, dass sie sogar unsere Gäste in ihren Zimmern einsperrt? Da war dieser Herr Simonet. Er ist zwar ein bisschen komisch, aber nein, das wäre nicht seine Art. Wie kommen Sie darauf? Er würde sich mit einem Neuankömmling nicht so einen Scherz erlauben. Nennen Sie es Anstandsregeln oder so. Nun, wenn Sie das sagen. Das ist nicht sein erster Aufenthalt in diesem Hotel. Ich kenne ihn mittlerweile ziemlich gut. Haben Sie vielleicht eine Idee? Vielleicht war es ja er. Aber es macht keinen Sinn zu spekulieren. Wer ist denn er? Wen meinen Sie mit er? Warum sollte jemand so etwas tun? Das weiß ich nicht. Vielleicht, weil er sie einfach mag. Das wäre zumindest eine angenehme Erklärung. Ich denke, ich mache mich dann mal auf den Weg. Auf dem Weg? Na, Moment mal. Wir haben ja noch was zum Klären. Moment. Ah, Inspektor Glebski. Wie ich sehe, haben Sie sich schon zurechtgefunden. Bezüglich meines Wagens. Ich stelle ihn in der Garage ab, sobald ich hier fertig bin. Ja, Garage. Wir wollten uns selber drum kümmern. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Gerne, wenn Sie mir Arbeit abnehmen wollen. Hier, Sie brauchen den Garagenschlüssel. Aber seien Sie um Gottes Willen vorsichtig. Der Schneesturm wütet hier schon seit mehr als 2 Wochen. Und was machen Sie? Ich versuche, dieses verdammte Klingelsystem zu reparieren. Es treibt Kaiser in den Wahnsinn. Und wo genau liegt das Problem? Da bin ich überfragt. Ich war eigentlich der Meinung, ich hätte beim Bau alles gut durchdacht. Bezüglich des Klingelsystems. Was genau wollen Sie wissen? Um Gottes Willen, das sind so viele Auswahl. Also so viele Antworten. Wie genau funktioniert das Klingelsystem? In jedem Zimmer befindet sich ein farbiger Klingelknopf. Und in der Küche
hat Kaiser eine spezielle Vorrichtung mit einer Klingel und mit Lampen, wobei die Farben der Lampen den entsprechenden Klingelknöpfen in den Zimmern entsprechen. Die Farben der Kabel entsprechen also den Farben der Klingelknöpfe, richtig? So ist es. Und die Ziffern unten sind die Zimmernummern. Was würde passieren, wenn man zwei der farbigen Kabel oben mit einem Kabel unten verbindet? Sollte jemand klingeln, würde jede Farbe nacheinander aufleuchten. Warum bringen Sie das nicht einfach wieder in Ordnung? Da bin ich überfragt. Ich war eigentlich der Meinung, ich hätte beim Bau alles gut durchdacht. Ach so, ja, das baut aber, kennen Sie nicht aus damit. Und wie wär's denn, wenn wir das probieren? Kann ich es mal versuchen? Ja, natürlich. Es ist immer faszinierend, einem Inspektor bei der Arbeit zuzusehen. Oh, ein Rätsel. Das ist eine gute Frage. Was müssen wir machen? Ja, das Klingelsystem ist kaputt. Das wissen wir. Ich glaube, dafür brauche ich Werkzeug. Was? Werkzeug? Haben wir nicht sowas? Ach so, Moment. Wir sollten vielleicht den noch fragen wegen einem Schraubenzieher. Ah, Inspektor Glebs. Und was machen Sie? Ich versuche, dieses verdammte Klingelsystem zu reparieren. Es gibt da noch etwas, das ich Sie fragen will. Ja, Herr Glebski? Was? Ihr wollt doch einen Schraubenzieher. Und was machen Sie? Ich versuche, dieses verdammte... Und wo genau liegt das Problem? Da bin ich überfragt. Ich war pass eigentlich auf. der Meinung, ich hätte beim Bau... Bezüglich des Klingelsystems. Was genau wollen Sie wissen? Wir wollten wissen, ob wir einen Schraubenzieher kriegen. Haben Sie einen Schraubenzieher? Sie könnten mal in der Garage nachsehen. Irgendwie taucht dort früher oder später immer alles auf. Wer, glauben Sie, hat das Klingelsystem kaputt gemacht? Herr Glebski, in dieser Welt gibt es viele Dinge, die jenseits Ihrer und meiner Vorstellungskraft liegen. Man sollte keine Möglichkeit ausschließen. Ja, ist ja klar. Wechseln wir das Thema. Ach, ich will Sie nicht länger aufhalten. Gut, einen Schraubenzieher kriegen wir in der Garage. Sieht wie ein Feuermelder aus. Also. Das ist natürlich die Frage, kommen wir in die Garage? Wir haben zwar den Garagenschlüssel gekriegt, aber er hat sich doch schon beklagt, dass wir mit dem Schlüssel nicht weiterkommen. Da bin ich mal gespannt. So, pass auf. Nein, so wird das nichts. Warum nicht? Nein, so wird das nichts. Nein, so wird das nichts. Was will er noch? Mit dem Brecheisen. Nein, so wird das nichts. Das reicht nicht, um so ein Schloss zu enteisen. Enteisen muss es auch noch. Ja, mit was denn? Halt. Nein, so wird das nichts. Zum Enteisen, ja, was brauche ich denn da? Das Schloss ist völlig zugefroren. Mit einem Schlüssel kommt man da nicht weiter. Das heißt, wir brauchen irgendwas zum Enteisen. Aber das suchen wir uns in der nächsten Aufnahme. Beziehungsweise machen wir das in der nächsten Aufnahme. Da müssen wir irgendwo speichern gehen. In der Sonne gehen wir wieder rein. Und dann tue ich da drin speichern. Und suchen wir offline nach dem Enteisungsmittel oder was wir da brauchen halt.
Genau, dort haben wir mal speichern. Und beim nächsten Mal geht's dann genau da weiter. Also bis dann. Servus.